Guten Morgen zusammen. Hey, von Zeit zu Zeit möchten wir so eine Predigt einstreuen zu einem Thema unter dem Motto «Fragen, die die Welt bewegen». Und bei dem geht es um Themen, die uns Menschen besonders stark beschäftigen und wo viel Aufmerksamkeit erhalten. Und gerade als Christen interessiert uns dann besonders, was ist denn Gottes Sicht auf diese Themen und was für eine Haltung sollen wir als Christen dazu einnehmen. Und im Serienbeschrieb heisst es, und das ist mir noch wichtig zu sagen, so, dass ihr das Ganze ein bisschen einordnen könnt, ohne fertige Antworten zu servieren, möchten wir Themen aus biblischer Perspektive beleuchten. Dies soll uns helfen, uns eine eigene Meinung zu bilden und mit Menschen in unserem Umfeld darüber ins Gespräch zu kommen. Also es geht also nicht darum, einfach irgendwie die richtigen Antworten zu geben und fixe Meinungen zu vertreten, sondern es soll uns helfen, selber uns in diesen Sachen zu bewegen. Und so wollen wir auch heute wieder so ein Thema aufnehmen und versuchen, Impulse zu liefern, die uns helfen können, einen konstruktiven Umgang mit Themen, die die Welt bewegen, zu haben, aber auch zu schauen, wie können wir denn in diesen Sachen Orientierung in der Bibel finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so beim Blick auf die politische Weltlage kann man ja schon ein bisschen verunsichert werden. Ein Krieg in der Ukraine, wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten, der mit geopolitischen Machtansprüchen die Welt verunsichert. Es gibt weitere blutige Konflikte in Afrika, im Nahen Osten und an anderen Orten. Ein angespanntes politisches Klima in vielen Ländern, auch hier in Europa. Und dazu klimatische Herausforderungen, Katastrophen, die sich so quasi anbahnen. Und auch bei uns in der Schweiz gibt es Zwischentöne, die einem zu denken geben. So hat die zurückgetretene Bundesrätin Viola Amherd in ihrer Rücktrittsrede Aussagen gemacht, die zum Nachdenken anregen. Sie hat dort gesagt, als zunehmend schwierig für unsere Institutionen, unser demokratisches System und den Erhalt der Schweizer Werte sehe ich die wachsende Polarisierung, die sich ausbreitende Gehässigkeit im politischen Diskurs und die vermehrte Durchsetzung von Partikularinteressen durch reine Machtausübung. Dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist Pflicht der Politik, aber auch der Gesellschaft insgesamt, besonders auch der vierten Gewalt. Also auch in der Schweiz ist einiges von dem ein bisschen angekommen und wird sogar von der Bundesrat gut gespürt. Dann gibt es auch noch so das Bulletin of Atomic Scientists, also das Berichtsblatt der Atomwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben so einen Beirat, der mit Dutzenden Nobelpreisträgern besetzt ist und die geben so eine Art Weltuntergangsuhr raus. Doomsday Clock. Wer hat das schon mal gehört, die Doomsday Clock? Ein paar, hat nicht alle. Am 28. Januar haben sie die Weltuntergangsuhr um 1 Sekunde vorgestellt auf 89 Sekunden vor Mitternacht. Also das ist nicht wirklich ein Countdown. Das ist so eine symbolische Uhr, wo die Weltöffentlichkeit so darauf hinweisen soll, und ihr zeigen, wie groß das derzeitige Risiko für eine globale Katastrophe, insbesondere durch von einem Atomkrieg oder einer Klimakatastrophe ist. Also so eine symbolische Uhr, die aufrütteln und sagen, hey, wir stehen kurz davor, dass irgendwann auch Mitternacht ist für uns als Planet. Jetzt, man kann von dem halten, was man will, oder? Es geht mir nicht darum, das irgendwie überbewerten oder so. Aber ich glaube, was man kann sagen, dass unsere Welt vielleicht wieder einmal in Aufruhr ist und dass viele Menschen durch das auch verunsichert sind. Und ich weiß nicht, ob du dich auch schon gefragt hast, hey, wo führt das in den nächsten paar Jahren an? Und wahrscheinlich haben sich auch ein paar schon mal so gefragt, du, steuern wir jetzt da irgendwie auf den 3. Weltkrieg zu oder etwas? Und die Fragen, die hängen so ein bisschen in der Luft, oder? Und aus christlicher Sicht fragt man sich dann auch, hey, wie müssen wir jetzt das Ganze einordnen? Und wie immer in solchen Zeiten kommt dann bei vielen Christen auch die Frage aus, wie man dann mit gewissen Endzeittexten umgehen muss und wie die im Zusammenhang mit dem aktuellen Geschehen stehen.
und ob jetzt da Sachen, die die Bibel eigentlich schon lange gesagt hat, plötzlich eintreffen. Und die Sachen wollen wir heute ein bisschen anschauen. Ich kann euch aber nicht sagen, ob jetzt tatsächlich irgendwie ein dritter Weltkrieg bevorsteht oder nicht. Das macht auch die Bibel nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, so die ganzen Entwicklungen, die beunruhigen mich teilweise auch ein bisschen. Oder mindestens merke ich so, irgendwo, das löst etwas auf, was ich vorher nicht so gekannt habe. Was wir aber möchten heute, auch wenn ich euch da nicht jetzt irgendwie Antworten darauf geben kann, ich möchte mit euch nach Weisheiten aus der Bibel suchen, wie wir unser Leben als Christen in einer Welt, auch wenn sie im Aufruhr ist, ein Stück weit gestalten können oder eben auch sollen. Und wir machen das gerade anhand von so einem Text, wo als die Endzeitrede von Jesus überliefert ist. Die Situation war so, Jesus und seine Jünger sind auf dem Ölberg und die Jünger haben ihn gefragt und gesagt, hey, was für Zeichen ihnen denn das Ende der Welt ankündigt und wenn das er wieder wird kommen. Und er hat nachher als Antwort gegeben, gebt Acht, fangen einen Vers früher an als da auf dem Screen, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias. Messias war Titel, der bedeutet hat, der Gesalbte und der Retter. Und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich, bei Reich könnte man auch einsetzen, System, also zum Beispiel das politische System, gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten und um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. So viel zu dem ganzen Text, wo wir werden anschauen. Ich habe da mal einen Teil davon, wo wir jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich möchte, bevor wir jetzt konkret auf den Text eingehen, ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen, wie wir dann mit so endzeitlichen Texten umgehen oder auch zu Endzeit ganz generell. Wenn man die Bibel so ein bisschen durchliest, dann ist das ein Begriff, der ab und zu aufkommt und manchmal heisst es auch die letzten Tage. Und wenn man das ein bisschen genauer studiert, dann merkt man, dass davon auch schon die Rede ist, sobald oder dass mit dem Kommen von Jesus die letzten Tage, die Endzeit angebrochen ist. Und darum ist für uns wichtig zu betonen, wir verstehen unter Endzeit die ganze Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und das heisst, wir leben heute genauso wie die Apostel und die ersten Christen in dieser Endzeit. Endzeit ist etwas, das ist seit 2000 Jahren. Es ist nicht etwas, wo jetzt irgendwann mal noch kommt und wo wir drin hineinkommen, sondern es ist eigentlich etwas, was schon sehr lang ist. Das Zweite, was mir wichtig ist zu sagen, es hat schon in den ersten Jahrhunderten nach Jesus Ereignisse gegeben, auf die Aussagen sehr, sehr genau zutreffen. Die meisten so endzeitlichen Texte sind an eine konkrete Empfängergruppe in der damaligen Zeit gerichtet gewesen. Da kann man zum Beispiel, wenn man die Offenbarung anschaut, steht am Anfang ganz klar an, wer das ursprünglich gerichtet war und geschrieben ist. Oder auch in dieser Situation redet Jesus zu den Jüngern und es gibt Aussagen, die er in dieser Rede macht, die ganz klar für die Jünger gelten. Er sagt ihnen zum Beispiel, ihr werdet diese Sachen noch erleben. Das heisst, dass diese Sachen, die haben einen konkreten Bezug in die damalige Zeit hinein für die ursprüngliche Empfängergruppe. Es war nicht einfach etwas, wo Jesus ihnen gesagt hat, hey, schreibt das auf für irgendwann dann mal, wenn das kommt. Und man sieht eben geschichtlich, kann man das ganz konkret auch anschauen, die Sachen, die eingetroffen sind. Da gibt es zum Beispiel den jüdischen Aufstand gegen Rom, wo 77 nach Christus
passiert ist, wo ganz viele von diesen Sachen, die in dem Text rede, ist, passiert sind. Man weiss von Hungersnöten, die 40 nach Christus passiert sind und auch von Erdbeben, unter anderem zum Beispiel auch in Rom. Also wo vieles eigentlich wie dort sich schon erfüllt hat. Wir glauben aber auch, das wäre der dritte Punkt, dass in diesen Texten zeitlose Wahrheiten drin sind und Botschaften drin sind und dass sich die einen und anderen Sachen auch in einer mehrfachen Form erfüllen können. Also das heisst, dass es im Laufe der Zeit immer wieder ähnliche Phasen gibt, wo so Sachen wieder zusammenkommen und eintreten können. Und darum gibt es immer wieder Ereignisse auf der Welt, wo, wenn man die anschaut und die Beschreibung liest, wo man das Gefühl hat, das passt jetzt genau auf das. Man muss sich aber dort dann auch bewusst sein, es hat im Verlauf der Zeit wahrscheinlich schon andere Ereignisse gegeben, wo es sogar noch besser gepasst hat. Man kann sich nur schon zum Beispiel mal vorstellen, wie es vielleicht war, wenn man vor dem Ersten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg gelebt hat und die Sachen gelesen hat, wie man wahrscheinlich dort gedacht hat, ui, krass, wie das da übereinstimmt. Darum ist wichtig, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie ein konkretes Ereignis in der Zukunft mit dem oder eben aktuell mit dem in Zusammenhang bringen und sagen, das ist jetzt genau das, sondern wir möchten uns darauf fokussieren, was dann ein Stück weit die zeitlose Wahrheit ist, die dahinter steckt. Und das ist, was man in dem Text findet, wo für uns alle gilt, wo aber vielleicht auch noch morgen und übermorgen gilt oder in einer nächsten so einer Phase. Jetzt schauen wir das mal ein bisschen genauer an. Das heisst da, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Eben, da könnte man ein System einsetzen. Hungersnöte und Erdbeben. Das sind so die Sachen. Und dann, glaube ich, was mega wichtig ist, da drin hat es eine Aussage, die raussteckt: Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Also auch wenn man im ersten Moment Parallelen da sieht und denkt, ui, das passt mega gut, die Aussage von Jesus zu dieser Sache ist, es muss so kommen. Warte, jetzt bin ich verrutscht. Das ist die eine Aussage, aber es hat eben dann eine andere, die müssen wir auch noch anmalen. Genau. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Die zwei Sätze, auf die wollen wir eingehen. Jesus sagt, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Das heißt für uns auch, eben so alte Spekulationen über, ist jetzt da irgendwie das Ende der Welt näher gekommen, die können wir einfach mal lassen. Das lassen wir weg, weil Jesus sagt, es ist noch nicht das Ende und dann ist es in dem Fall das auch nicht. Und aus dem heraus können wir vielleicht auch eine Schlussfolgerung ziehen. Nämlich, ja, so Sachen, die gehören dazu. Und manchmal gibt es so Phasen, da wirkt es für uns verstärkt so, dass die Sachen irgendwo am Eintreten sind, dass sich irgendetwas zuspitzt und wo man mehr von diesen Sachen mitbekommen. Spannend ist aber auch, dass je nachdem, manchmal, wo man auf der Welt wohnt, man die Sachen mehr wahrnimmt oder weniger. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie vor 10 Jahren andere, die an einem anderen Ort auf der Welt gewohnt haben, das viel eher auf sich können beziehen und dann eben noch weiter zurück merkt man, es hat immer wieder so Situationen gegeben. Es ist anscheinend etwas, was dazugehört, dass es in dieser Welt immer wieder so Phasen gibt, wo sich so Sachen zuspitzen. Und dann überliest man es eben manchmal fast, dass drinnen eigentlich heisst, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es ist so ein Trost, wo Jesus einbaut oder eine Ermutigung, eine Aufforderung sogar. Und vielleicht auch einfacher gesagt als tun. Und trotzdem ist es ein Hoffnungsschimmer. Man könnte es auch ein bisschen anders ausdrücken und sagen, Jesus sagt in dem hinein, hey, seid nicht allzu überrascht. Es gehört doch dazu. Lasst euch wegen dem nicht verängstigen. Und das nicht müssen Angst haben, das ist etwas, wo Gott uns in der Bibel immer wieder zuruft. Immer wieder hat es Aussagen drin, wo es heisst, fürchte dich nicht. So zum Beispiel auch im Jesaja 41,10, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott.
ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Der Aufruf, die Botschaft in dem Innen ist, habt keine Angst, lasst euch nicht verschrecken. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, wo man in der Geschichte, wo Gott mit uns Menschen schreibt, immer wieder sieht, dann ist es, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Auch wenn der Weg vielleicht anders ist, als dass wir uns das vorstellen oder gedacht haben. Und auch die Offenbarung für die manchmal ein bisschen verschreckt sind von den Sachen, die dort drinstehen, ist im Kern, wenn man es genau über das Ganze anschaut, ein Buch von der Hoffnung, wo uns als Christen zwar vielleicht auch aufrütteln soll, aber wo uns Hoffnung macht, wo uns zeigt, dass Jesus der Sieger ist über allem. Und dass es so klar ist, wie es schlussendlich wird rauskommen. Jetzt eben ist das manchmal einfacher gesagt als da. Ich will später noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wir das irgendwo auch leben können und wie wir das, was das für uns heissen kann. Lasst euch nicht erschrecken. Mir ist aber auch noch wichtig, zu sagen, hey, auch wenn so Sachen vielleicht manchmal Emotionen auslöst, irgendwo Angst da ist, das sind nicht Sachen, die wir einfach abschlucken und irgendwie verdrängen und wegweisen. Wir haben in 2 Wochen fangen wir eine Serie an über Emotionen, wo wir das werden anschauen. Darum wichtig, Emotionen, die dürfen einen Platz haben. Die Frage ist, ob sie uns beherrschen oder nicht. Aber so viel dann in 2 Wochen. Am Schluss, im Vers 13, da haben wir jetzt da nicht drauf, sagt Jesus dann, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wörtlich heißt das standhaft heißen Hypomeno und man kann es auch übersetzen mit aushalten oder erdulden. Also wer da bis zum Schluss die Situation aushaltet und erduldet, der wird gerettet werden. Und das greift auf, dass da anscheinend eine Spannung ist. Dass es da anscheinend etwas gibt, wo eben für uns als Christen auch auszuhalten ist. Und die Verse, die kurz vorher sind, vor dem Vers 13, die beschreiben die Spannung. Darum wechseln wir da gerade schnell auf diesen Slide an. Dort heißt es nämlich, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Wir fokussieren mal schnell darauf, was da im Zwischenmenschlichen beschrieben wird. Es werden da Menschen vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen, sie werden Leute irreführen und bei den meisten wird die Liebe erkalten. Das sind so ein paar Sachen, die da rauskommen. Und das erinnert mich, wenn ich das so ein bisschen lese, an die Worte, die Viola Amherd in ihrer Rede gesagt hat: Polarisierung und sich ausbreitende Gehässigkeiten. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Trend sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft und teilweise, ehrlich gesagt, auch unter Christen, wenn man das auf Social Media manchmal ein bisschen verfolgt, dass es eine immer stärker werdende Polarisierung und Positionierung gibt in unserer Gesellschaft. Und das führt dazu, dass Meinungsverschiedenheiten irgendwann so groß werden, dass man nicht einfach nur anderer Meinung ist, sondern dass plötzlich unterschieden wird zwischen Freund und Feind. Und der Feind, logischerweise, den hasst man, den beschimpft man, den muss man bekämpfen. Es führt dazu, dass Meinungen manchmal willkürlich geändert werden, sobald man sich dadurch einen Vorteil verschaffen kann und damit andere verratet, wo man vielleicht vorher auf der gleichen Seite war. Es führt dazu, ich nenne es jetzt mal so, falsche Propheten, die mit einer klaren Meinung auftreten und versuchen, Menschen auf ihre Seite zu ziehen, mit irgendwelchen Mitteln, wo es dann nicht darauf ankommt, welche. Das ist vielleicht so eine Parallele, die man in dem hinein sehen zu der heutigen Zeit, zu einer Polarisierung, die in der Gesellschaft oft stattfindet. Im Vers 12 sehen wir, was die Auswirkung davon ist. Es heißt dann, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Jetzt vielleicht Gesetzlosigkeit, ich würde es in dieser Stelle vor allem so deuten als eine Abwendung von Gottes Gebot, auch für den Umgang, den wir miteinander haben.
sich hingeben in Rücksichtslosigkeit, in Lieblosigkeit. Und das Resultat daraus ist, dass die Liebe erkalten wird. Dort, wo Polarisierung und Einteilung in Freund und Find um sich greift, verliert es als allererstes etwas, nämlich die Liebe. Und zwar die Liebe, wo es im Johannesbrief heißt, dass man uns Christen aneinander erkennen soll. Die Liebe, wo es im 1. Korinther 13 so beschrieben wird, als eine Liebe, die alles erträgt, wo in jeder Lage glaubt, wo immer hofft und allem standhebt. Es ist vielleicht spannend, sich mal zu fragen, wie es uns so geht in dieser Situation in Bezug auf die Liebe. Und dann kommt da der Aufruf drin rein. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. In was standhaft bleiben? Natürlich ist da auch gemeint, im Glauben standhaft bleiben. Aber wie sieht das konkret aus in dieser Situation und auch in dem Kontext, wo der Vers eingebettet ist? Und ich glaube, in diesem Kontext wird deutlich, dass das Standhaftsein eben auch heisst, an der Liebe festzuhalten. Und ich glaube, eine von den Weisheiten, die man in diesem Text findet, ist, dass Jesus uns einlädt. So wie die ersten Nachfolger er eingeladen hat, standhaft in der Liebe zu bleiben. Und dass die Liebe eben das Gegenmittel ist zu Gehässigkeit und zu der zunehmenden Polarisation und dem Erkalten von der Liebe. Und jetzt müssen wir realistisch sein, oder? Du und ich, wir werden die Weltpolitik wahrscheinlich nicht verändern können. Wir werden wahrscheinlich auch nicht Kriege verhindern, falls es das gibt, oder was auch immer wird passieren. Und trotzdem gibt es Sachen, die in unserer Macht liegen. Und es liegt in unserer Macht, unseren eigenen Umgang und unseren eigenen Beitrag zu dieser Situation, wo wir mit unserem Leben, mit unserem Reden, mit unserem Handeln oder eben auch mit unserem Nicht-Handeln leisten, Verantwortung für das zu übernehmen. Sind wir Menschen, die die Polarisation und die Gehässigkeiten eher noch mehr anführen? Oder sind wir Menschen, die für Liebe und Nächstenliebe bekannt sind? Sind wir Menschen, die eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen? Oder sind wir Menschen, die uns einfach zurückziehen und uns möglichst daraus rausnehmen und sagen, ja, zuerst können da mal ein paar andere? Sind wir Menschen, die einstehen und aufstehen für die Sachen, die wichtig sind? Und wenn ja, aber auch mit welchen Mitteln? Ich glaube, das ist der Aufruf, den der Text an uns stellt. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch so ein bisschen darauf eingehen, was kann denn das konkret heißen oder wie kann das konkret werden? Und wir gehen da für eine erste Inspiration zum Matthäus 5, 43 bis 45. Das ist ein Ausschnitt aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Ich glaube, der erste Aufruf ist zum Friedensstifter sein. Und ich bin ehrlich gesagt manchmal ein bisschen überrascht, wie wenig ernst Christen die Aussagen aus der Bergpredigt damals nehmen, sobald es um Politik und Gesellschaft geht. In der Theorie und untereinander nehmen wir es sehr ernst, aber wenn es um Politik und Gesellschaft geht und unsere Meinung diesbezüglich, dann wird es dann plötzlich ein bisschen herausfordernd. Natürlich nicht bei euch, also bei uns hier in der GVC, das sind andere Kirchen, wo das so ist und andere Christen natürlich. Also nicht, dass ich jetzt da irgendjemand etwas unterstellen will. Aber ja, es ist brutal herausfordernd, oder? Ich habe es für mich auch überlegt, oder ich merke es immer wieder, auch wenn es um Entscheidungen beim Abstimmen und so weiter geht, wo ich mega herausgefordert bin, wo ich sage, ja in Theorie, und wenn es nach dem christlichen Glauben geht, wäre mir so klar, was abstimmen, aber was ist jetzt richtig genau jetzt in dem konkreten Situation, wo wir als Schweiz drinstehen und so weiter. Es ist ein brutaler Challenge. Ich will das überhaupt nicht jetzt irgendwie klein machen und sagen, nur noch idealistisch irgendwie
handeln oder denken. Aber Jesus fordert uns da raus. Und ich merke es bei mir dann auch immer wieder, wo ich merke, ich komme an Situationen an, wo von Aussagen oder Handlungen von anderen, die irgendwo an den Kopf anlangst und wo es dich erschreckt, dass Menschen überhaupt so denken können. Und der Reflex, den es auslöst, ist manchmal so, mich weit weg von denen distanzieren und wegzugehen. Und Jesus ruft uns eben irgendwo in dem Sinne dazu, trotzdem die Verbindung nicht ganz zu kappen und irgendwie trotzdem schaffen, in Liebe aufeinander zuzugehen. Und ich habe mich gefragt, wie das soll gehen, und ehrlich gesagt, ich habe selber ein bisschen wirklich darüber nachdenken. Und ich glaube, es ist ein super Thema, das ihr auch in der Small Group vertiefen könnt. Wie kann das überhaupt gehen? Gerade speziell, wenn du manchmal denkst, so, was soll das? Aber ich möchte mal ein paar Impulse schon anbieten. Das erste ist etwas, wo man in dem Vers, wo wir vorher gelesen haben, auch schon sieht, für die andere Person beten. Eigentlich so simpel und logisch. Es steht dort im Vers 44, betet für die, auch sogar die uns verfolgen. Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich das Gebet für die anderen. Das Gebet für die Menschen, wo es uns vielleicht so schwierig fällt zu verstehen. Und vielleicht auch nicht nur beten, hey, Jesus, hilf ihnen, dass sie verstehen, wie es eigentlich richtig sollte sein und alles. Aber was ich merke, was das Gebet immer wieder macht, ist, es hilft mir, Gottes Sicht oder eine andere Sicht auf die Situation zu bekommen. Gottes Sicht auf die Menschen. Gottes Sicht vielleicht über die ganze Situation. Und zu verstehen und zu merken, dass Gott auch die Menschen liebt. So wie mich auch. Trotz meiner Fehler. Trotz, dass Sachen schwierig sind. Und zu realisieren, hey, ich bin nicht allein in dem und ich brauche Hilfe, um ein Friedensstifter zu sein. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Ein zweiter so ein Impuls kann sein, zu verstehen wollen. Weil ich glaube, wenn wir es schaffen, aus ehrlichem Interesse die Beweggründe, die Bedürfnisse, die Ängste, die hinter den Handlungen oder den Aussagen von jemandem stehen, aufzubringen. Oder mindestens einfach sagen, ich will versuchen zu verstehen, warum jemand die Welt vielleicht so anders sieht. Dann stellen wir oft fest, dass tief darunter, unter den Handlungen, unter den Aussagen, unter dem, was vielleicht in erster Linie uns ins Auge sticht, Sachen liegen, die wir vielleicht ganz gut verstehen. Das versuche ich mit so einer Grafik kurz aufzuzeigen. Das sind zwei Personen, die vielleicht ganz unterschiedliche Meinungen haben. Und das Oberste, was man sieht, sind vielleicht Handlungen, sind vielleicht Aussagen, die eine Person macht, Ideologien, die eine Person vertritt. Und je tiefer, dass man runtergeht, was dahinter steckt, was das tiefste drinnen in einer Person dahinter steckt, sind nachher plötzlich Sachen, wo es eben vielleicht eine Schnittmenge gibt. Wo man vielleicht wie plötzlich merkt, es geht vielleicht beide um Ängste, die wir haben vor Sachen. Es geht vielleicht beide um Sicherheiten. Nur haben wir vielleicht einen anderen Weg, der zum Ziel führt. Oder das Gefühl, einen anderen Weg, der richtig ist. Aktiv gelebte Liebe versucht zu verstehen, was das Gegenüber zutiefst beschäftigt. Und bleibt nicht nur bei den eigenen Bedürfnissen hängen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so der Punkt gewesen. Ich habe ihn mega cool gefunden beim Vorbereiten und habe es dann überlegt und bin plötzlich ein bisschen verzweifelt gewesen und dachte, ja, aber es gibt wirklich Leute, da habe ich das Gefühl, selbst wenn ich das wüsste, es würde mich trotzdem noch so zutiefst verstören. Was bringt es? Und dann musste ich kurz mit der Steffi besprechen, weil ich so viel kann, so was predige ich da. Und nachher habe ich gemerkt, hey ja, aber auch das kann eben helfen, dass die Erkenntnis vielleicht auch bei mir wächst. Hey, selbst wenn ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was die Person denkt und glaubt und wie sie handelt, hilft es mir vielleicht trotzdem in so einer Situation zu verstehen, wie fest dass wir Menschen Gott brauchen. Und wie fest die Situation eigentlich nicht von einzelnen Menschen abhängig ist, sondern schlussendlich von Gott. Und dass es in dem Ganzen auch nicht einfach darum geht, irgendwelche warmherzige, sentimentale Gefühle für eine Person zu bekommen und dass man sie am liebsten umarmen und herzen. Es ist völlig okay, wenn man
auch Ärger, Wut, Unverständnis und andere Gefühle gegenüber Sachen haben, die man schwierig findet, das braucht es irgendwo ein Stück weit auch für die Auseinandersetzung mit diesen Sachen. Das ist legitim. Aber es geht darum, eine andere Sicht über das Ganze zu bekommen. Und manchmal braucht es das Verstehen wollen, mindestens, um irgendwie zu realisieren, wie die Situation effektiv ist. Der dritte Schritt ist nachher der erste Schritt machen. Anfangen, Brücken bauen. Weil solange niemand den Schritt auf eine andere Person zumacht, ändert sich die Situation nicht. Solange alle das Gefühl haben, der andere wäre eigentlich dran, den ersten Schritt zu machen, dann machen wir Spiele. Und oft sind das so ein bisschen Machtspiele, wer ist unabhängiger und wer wirkt da stärker drin rein. Aber Liebe überwindet das Denken. Auch in Beziehungen, vielleicht noch so ein Hint, in Beziehungen hinein, das ist es manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, jetzt müsste der andere. Liebe überwindet das Denken und ist bereit, den ersten Schritt zu machen. Und sagen, ich gehe auf dich zu. 3 Impulse zu, wie wir Friedensstifter sein können. Noch ein zweiter Gedanke nebst Friedensstifter ist, eine angstfreie Präsenz zu sein. In unruhigen Zeiten ist Angst nicht weit entfernt. Polarisation, Gehässigkeiten usw. sind oft Auswirkungen von tiefsitzenden Ängsten, wo das tiefste drunter irgendwo Ängste stecken, die sich breit machen. Und Jesus hat mitten in all die schwierigen Sachen, die er über die Zukunft gesagt hat, eben eingeflochten. Ich komme nochmal auf das zurück. Lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch von dieser Angst nicht anstecken. Und das ist etwas, wo wir vielleicht über Angst auch schon gemerkt haben. Angst ist etwas, das sich sehr einfach und schnell auf andere übertragen kann. Wenn in einer Gruppe bei ein paar Leuten Panik ausbricht, kann oft die ganze Gruppe mitgezogen werden, obwohl sie nicht einmal genau wissen, warum. Und das beste Gegenmittel gegen so eine kollektive Angst, das sind Menschen, die so eine non-anxious presence haben, eine angstfreie Präsenz. Das hat so ein Sozialwissenschaftler, der Michael Friedman ist es, glaube ich, herausgefunden. Das ist das Konzept, das er beschreibt, dass Menschen, die gerade in solchen Situationen mittendrin bleiben, die sich nicht einfach zurückziehen, aber sich auch nicht von der Unsicherheit und von der Angst anstecken lassen, die eben so eine angstfreie Präsenz ausstrahlen, dass das beste und wirksamste Mittel ist, wenn jemand sich Angst am Breitmachen ist. Menschen, die standhaft bleiben, auch inmitten von schwierigen Zeiten. Da komme ich wieder auf den Vers zurück, da am Schluss. Wer bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Und ich habe es vorher schon gesagt, das Wort standhaft. Das ist im Griechischen hypomeno, aushalten oder auch erdulden. Und es stammt ursprünglich vom griechischen meno, das kommt drin vor, oder? Hypomeno. Meno, das ist der Wortstamm. Und meno bedeutet auch sein. Und ich glaube, dass der Weg zu so einer angstfreien Präsenz, zur Standhaftigkeit, führt über eben das Sein, wie wir es in unserem Jahresthema anschauen. Eine Verwurzelung und eine Heimat bei Gott. Ein Wissen, wo wir daheim sind. Ein Wissen, wo dass wir verwurzelt drin sind. Und die Verwurzelung, die passiert durch Gebet, durch Bibellesen, dadurch, dass wir uns einen Teil von der christlichen Gemeinschaft machen und drin hineingehen, dass wir mit anderen zusammen unterwegs sind, dass wir es nicht allein machen. Das zweite Aspekt von dem Sein ist das immer wieder Suchen und eben dann auch Sein von Gottes Gegenwart. Das bei ihm zur Ruhe kommen. Das Vertrauen auf ihn zu üben. Und es ist auch ein Üben vom Vertrauen, dass Gott eben da ist. Selbst dann, wenn wir es vielleicht nicht wahrnehmen oder sehen. Ich möchte euch einladen, einfach auch zum vielleicht selber nochmal überlegen, wie könnt ihr Friedensstifter sein? Wie könnt ihr Menschen sein mit so einer angstfreien Präsenz? Ich habe
Zum Schluss noch ein paar so Reflexionsfragen, die wir kurz stehen lassen, auf dem Screen. Ich lese es noch vor. Wo erlebst du Polarisation besonders stark? Und bist du eher jemand, der polarisiert oder jemand, der Frieden stiftet? Was für Feindbilder drohen sich bei dir irgendwo festzusetzen? Und was könnte ein konkreter Schritt sein, den du machen kannst, um ein Friedensstifter zu sein? Beten, verstehen wollen, einen Schritt machen. Was löst bei dir Unsicherheit oder Angst aus? Und wie kannst du die Aufforderung von Jesus, lasst euch nicht verschrecken, für dich praktisch umsetzen? Was könnte ein konkreter Schritt sein in dem hinein? Und vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, was es für dich heisst, standhaft in dieser Liebe zu bleiben. Und vielleicht kurz auch überlegen, in welchen Bereichen fällt es dir besonders schwer und vielleicht warum. Wir lassen es kurz 1 Minute, 2 stehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du alles im Griff hast. Dass dir nichts entgleitet. Ich danke dir für deine Präsenz und Gegenwart in unserem Leben. Dass du die ultimative, angstfreie Präsenz bist. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du auch unsere Herzen kannst füllen. Auch gerade dort, wo wir wahrnehmen und merken, dass auch in uns selber sich vielleicht Polarisation breit gemacht hat, Gehässigkeit breit gemacht hat oder Angst breit gemacht hat. Vater, wir möchten Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und ich bete, dass du uns hilfst, auch immer wieder ehrlich bei uns selber anzuschauen und uns zu überlegen, was ist mein Beitrag zum Ganzen. Was kann ich dazu beitragen? Und es tut mir leid, dort, wo meine Gedanken und meine Sachen nicht ein Teil der Lösung sind, sondern ein Teil des Problems. Und ich bitte dich, Vater, dass wir zusammen daran arbeiten können. Und wenn es dir auch so geht, dann leg das Gott an. Jetzt in der nächsten Zeit, wo wir auch nochmal einfach im Lobpreis von Gott sind, in seiner Gegenwart sind. Wir haben auch die Möglichkeit mit dem Gebetsteam, dass du das kannst für dich in Anspruch nehmen, dass jemand für dich betet. Du hast die Möglichkeit, wenn du möchtest, für dich zum Abendmahl nehmen oder ans Kreuz gehen. Oder auch einfach von deinem Platz aus zu worshipen und in dieser Gegenwart Gottes sein. Vater, komm mit in diese Zeit. Heiliger Geist, wirk du in dieser Zeit. Amen. Kommen wir